25 Mal ist die Drehleiter hoch und runter gefahren und es wurde wild gesegnet. Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Intermezzo, dem Talk zwischen Rhein und Reben, hier aus dem Herzen der Südpfalz. Heute bei uns wieder mit dabei Jürgen Schaaf, Jasmin Schulz und Martin Groß. Ja, Martin, wunderbar, dass du heute mit dabei bist. Wir freuen uns ganz riesig. Ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank. Ja, schön. Herzlich willkommen auch an alle, die uns jetzt gerade zuhören. Wie geht's dir denn, Martin? Langsam wieder entspannter. Aber heute Morgen, ich sag's euch, ich war auf der Verwaltung und habe versucht, einen Kanu-Anhänger umzumelden von einem Vereinsbestand in den Bestand der Kirchengemeinde. Es ist vollbracht, aber es hat auch 2 Stunden gedauert, bis dann mal klar war, was eine Kirchengemeinde eigentlich ist. Firma, Verwaltung oder sonstiges oder Firma Gott und Sohn. Es war und bleibt spannend. Dann musste ich irgendwie nachweisen, dass ich Pfarrer bin dieser Gemeinde, aber ich musste mir selbst ein Schrieb unterschreiben, dass ich Pfarrer bin. Also es macht alles. Ja, wunderbar. Also ihr seht, wunderbare Erfahrungen am Morgen, aber jetzt bin ich hier bei euch und es geht mir gut. Das passt ja wunderbar zu dem Motto unserer heutigen Sendung, nämlich Segen. Es gibt ja im Prinzip Fluch und Segen. Kommt bei der Verwaltung, Fluch und Segen. Genau. Sie ist ja auch durchaus für was gut, genau. Du bist Pfarrer in Kandel, hast du ja schon gesagt. Und Thema Fluch und Segen, oder nicht Fluch, aber Segen. Da habt ihr doch neulich gerade ziemlich viel mit Segen zu tun gehabt. Ihr hattet ein Traufest, wenn ich das richtig weiß. Genau, wir haben am 25.05.25 ein Traufest gefeiert in Kandel, in und um die Georgskirche. Und ja, ich würde sagen, es war wirklich ein Tag voller Segen. Ein Tag, an dem ja, Segen wirklich Wirklichkeit wurde. Und das war einfach spannend zu erleben, wie viele Menschen da gesegnet mit dabei waren, auf jeden Fall. Wir haben geplant, wir haben eingeladen, Menschen sich segnen zu lassen. Also man konnte auch kirchlich heiraten, man konnte standesamtlich heiraten, aber man konnte auch einfach spontan vorbeikommen und sich segnen lassen, ob als Paar oder auch als Einzelmensch. Und das ging dann den ganzen Tag so, von mittags um 12 bis abends um 5:30. Wir waren 4 Leute, die da Segen verteilt haben sozusagen, und wir haben immer durchgesegnet, den ganzen Tag. Ja, und ihr wart ja nicht nur in der Kirche, ihr wart ja auch draußen, ihr hattet da einen Kran. Das heißt, man konnte da, wie hoch ging der, 30 Meter? Naja, ein Kran ist für die Feuerwehr jetzt nicht gern hören, wenn man ihre wunderbare neue Drehleiter als Kran beschreibt. Okay, Entschuldigung, liebe Feuerwehrleute. Genau. Also es waren zwei Drehleitern, die eine der Feuerwehr in Kandel und die andere ein Ausstellungsstück von einer Drehleiterfirma, also ganz wunderbar. Und damit konnte man wirklich in luftige Höhen fahren und sich da oben segnen lassen oder auch trauen lassen. Und das war natürlich auch ein Highlight. Ich glaube, 25 Mal ist die Drehleiter hoch und runter gefahren und es wurde wild gesegnet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ja. Ich kann nur berichten, ich war selbst auch vor Ort mit meinem Mann. Wir haben uns auch segnen lassen und es war ein wunderschöner Ort, beziehungsweise viele wunderschöne Orte. Und wenn man euch so gesehen hat, wie ihr da so Segen verteilt habt, es war wirklich eine besondere Atmosphäre an diesen Stationen. Ja, Segen, das ist ja eigentlich so ein churchy Wort, ne? Man kann damit ja eigentlich gar nicht so ganz viel anfangen. Ich wollte gerade mal fragen, wie könnte man denn Segen überhaupt beschreiben oder definieren? Ne? Und da fängt es schon an. Ich glaube, es zu beschreiben ist schon an sich schwierig, weil ich glaube, dass Segen eine Erfahrung ist, ein Erlebnis ist, was darin gründet und darin irgendwie Fuß fasst. Wenn man es versuchen müsste zu beschreiben, würde ich vielleicht sagen, es ist sowas wie eine Lebenskraft, die einem zugesprochen wird, ein Mut zum Leben, einfach so eine Energie, die einfach in dem Moment dann aber auch da ist, in dem, Segen geschieht. Segnen ereignet sich in dem Moment. Jetzt zum Beispiel beim Traufest war es dann so, dass dann Paare vor mir standen und mir kurz was aus ihrem Leben erzählt haben, von Menschen, die ich gar nicht kannte. Das waren so Ausschnitte aus langen Biografien und auch Paarbiografien.
Und dann habe ich gefragt, so, und wofür meint ihr, wäre ein Segen denn gut? Und dann haben die mir erzählt, ja, vielleicht ist die Situation angespannt, weil, keine Ahnung, Eltern zu pflegen sind oder mit den Kindern und so. Und alles das ist da hineingeflossen. Und dann Augen zu und sich irgendwie auch berühren in irgendeiner Form. Das finde ich auch ganz wichtig, diese Zeichenhandlung. Und dann einfach den Menschen zusprechen, Gott ist mit dir, du bist nicht allein unterwegs, du kannst kräftig und mutig durchs Leben gehen. So, also, aber man kann es wirklich schlecht in Worte fassen, glaube ich. Ja. Ist es noch was Kirche heute quasi ein Stück weit als Alleinstellungsmerkmal hat? Vielleicht nicht als Alleinstellungsmerkmal, weil man muss ja nicht unbedingt jetzt sich einen kirchlichen Segen abholen. Aber ich meine, Kirche, es gibt ja mal mehr Kirchenaustritte und die Frage stellt sich ja natürlich immer wieder, wo kann Kirche den Menschen noch was geben? Also ist Segen da vielleicht eines dieser Möglichkeiten? Also der Markt ist natürlich vielfältig und bunt und breit aufgestellt. Der Markt, der irgendwie anbietet Sinnstiftung und Ertüchtigung zum Leben und Lebensmut, ne? Da ist die Kirche ja nicht mehr allein. Das ist ja so und ist ja auch gut so, finde ich, dass man eine Auswahl hat. Ich glaube, das Besondere bei Kirchens, würde ich sagen, ist nach wie vor, dass wir zumindest versuchen zu vermitteln, dass der Mensch eben nicht alles aus sich heraus schaffen muss. Ja, diese ständige Selbstoptimierungsschleife, du kannst besser werden, wenn du nur an dich glaubst und sowas. Stimmt ja alles, ist zum Teil richtig. Aber ich glaube, das Plus von so einem Segen ist, dass man eben zugesagt bekommt, ey, entspann dich, mach dich locker, da ist einer, der mitgeht. Da ist jemand, da ist eine Kraft, da ist Gott, da ist Jesus Christus, der das Gute für dich will, der das Gute in deinem Leben will und der dich von außen sozusagen unterstützt. Und da würde ich schon sagen, das ist ein Schatz, mit dem die Kirche auch heute und gerade heute auch wuchern kann und sollte. Und ich glaube, das Schöne ist zurzeit, dass die Formen so vielfältig werden bei Kirchens. Ne? Und dass man nicht nur Kirche ist Sonntag und Gottesdienst, am Schluss kommt der Segen. Ja, das ist nach wie vor wichtig und schön und gut. Ich kenne Leute, das war in meiner alten Gemeinde, die kamen nur zum Schluss nur zum Schluss des Gottesdienstes, nur um den Segen zu bekommen. Nein, echt? Das gibt es, ja. Und Predigt, scheißegal, Hauptsache sie haben den Segen irgendwie mitbekommen, ja. Also auch dieser gottesdienstliche Segen hat eine ganz eigene Kraft, finde ich. Aber auch die ganzen anderen Formen. Es geht um Begleitung von Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Das fängt beim kleinen Kind an. Die Taufe, klar, ist ein Sakrament, aber da ist der Segen schon auch ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Es wird immer wichtiger bei der Begleitung von Einschulungsfeiern zum Beispiel, Übergänge gestalten von der Kindergartenzeit in die Schulzeit oder auch im Schulgottesdienste an sich und überhaupt Segnungsgottesdienste, dass Menschen als Individuen wirklich Segen erfahren dürfen und dafür die Kirche Raum bietet. Trauffest ist eine Möglichkeit davon, aber da gibt es ja wirklich ganz verschiedene Möglichkeiten, ja, und Ideen. Da fällt mir jetzt wirklich genau der Abendsegen am Rhein in Germersheim ein. In Neuburg gibt es den ja jetzt auch. Und die haben ja wirklich jeden Abend eine Woche lang im August oder Ende Juli, Anfang August, auch dieses Jahr jetzt wieder, da ihre 20 Minuten gibt es einen Text, ein bisschen Musik zum Mitsingen und anschließend dann entsprechend der Segen. Hinten dran fährt natürlich das Schiff vorbei, es geht langsam Richtung Dunkelheit, ist also auch sehr idyllisch und die Leute bleiben sitzen. Das heißt also, die kommen dahin, holen sich dann ihren Segen ab und beim zweiten Abend, wenn sie dann wiederkommen, bringen sie schon die Flasche Sekt mit, um dann noch gemütlich den Abend ausklingen zu lassen. Und ein Erlebnis war wirklich in der Vergangenheit, dass wohl an einem Abend ein Ehepaar mit dem Wohnmobil auf dem Wohnmobilparkplatz in Germersheim stand, am Rhein spazieren ging und dann an diesem Abendsegen, an dieser Veranstaltung vorbeikam. Inzwischen sind da zwischen 80 und 120 Leute, die da mit ihrem Klappstuhl oder auf der Bank da sitzen und das mitmachen. Und am nächsten Tag kamen die wieder und meinten, wir waren gestern Abend da und wollten eigentlich heute weiterfahren, aber weil das so schön war, haben wir gedacht, wir machen eine Verlängerung und bleiben einen Tag länger, weil wir heute Abend das nochmal erleben wollen. Also das spricht ja, oder das geht ja in die Richtung, wie du sagst, es passiert was und es gibt den Leuten auch was und es ist ein wichtiges Erlebnis, auch dann vielleicht so ein Segen, in dem Fall zweimal, sogar mitzunehmen. Ne? In Lustadt gibt es das jetzt in ähnlicher Form. Die haben nicht einen Rhein, aber einen Wasserturm. Die machen jetzt an den jeweiligen Freitagen im August, machen die besonders Lustadt.
wo es dann auch im Prinzip, ich habe hier sogar einen Flyer liegen, sehe ich gerade, geht es um Impuls, Musik, Segen und Licht. Und dann gibt es, wie gesagt, auch einen Abendsegen, ein bisschen Musik und ich glaube, zu trinken gibt es da auch noch was. Und dann lässt man quasi den Abend noch gesegnet ausklingen im Prinzip. Und wie ist es bei diesen Formaten, also bei dem Rheinsegen, aber auch in Lustadt, ist es jeweils eine Einzelsegnung? Werden Menschen einzeln gesegnet oder irgendwie ein allgemeiner, sage ich mal, Segen? Das ist im Prinzip so wie im Gottesdienst dann letztendlich auch. Also es gibt dann am Schluss einen Segen für alle. Ja. Und dann sieht man noch ein gemeinsames Lied, meistens so, der Mond ist aufgegangen, dass man so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl hat. Und meistens, wie gesagt, bleiben die Leute dann sitzen. Also Lustadt macht es zum ersten Mal. Ich glaube, Germersheim ist das 5., 6., 7. Mal. Und die haben sogar bei Regen teilweise 50 Leute. Die Pfarrerin von Germersheim hat erzählt, das letzte Mal, sie wollten es ausfallen lassen. Dann kamen die Leute mit Schirmen und sagten, oh nee, sind wir extra hergekommen und wir wollen das doch unbedingt haben. Und dann haben sie das dann durchgezogen. Das heißt, die waren dann wirklich vom Regen gesegnet, im Regen unterwegs. Aber es war den Menschen wohl wichtig. Ja, ist doch wunderbar, oder? Also was sind die Faktoren? Ne? Die Atmosphäre ist ganz wichtig, das Gefühl, du hast es selbst eben angesprochen, dass ein Gefühl aufkommt dafür. Man muss auch als Verantwortlicher einfach die richtigen Worte finden und da, glaube ich, auch ein Händchen haben für und so. Ne? Und dann lassen sich Leute für sowas wirklich ansprechen, glaube ich auch. Und das spricht einfach Leute an. Ne? Ich finde daher aber auch an dem Punkt nochmal spannend, wie man diesen Segen erfahrbar machen kann. Und man kann es ja durch Worte, also er ist durch Worte geleitet natürlich, aber die Worte auch irgendwie noch zu untermalen oder irgendwie erlebbar werden zu lassen. Da fällt mir jetzt sofort dein toller Brausesegen ein. Wir haben da in Lustadt, so genau, hier raschelt es schon, genau. Wir haben da ne? Lustadt Sternstunde, genau, und dann hat die Jasmin dann irgendwann auch ihren Brausesegen quasi mit dabei gehabt und das kam auch, es war ein ziemlich prickelndes Erlebnis. Ja, das kam auch super bei den Familien, bei den Kindern an. Was ist ein Brausesegen? Erklär mal. Naja, also zuallererst muss ich sagen, den habe ich jetzt nicht erfunden, sondern den habe ich von einer ganz tollen Organisation beziehungsweise von einer tollen Kirchenformat mir nehmen können, den Prickelsegen. Und zwar ist das ein Segen, der von einem grandiosen Team gestaltet wurde, vom Kirche-Kunterbund-Team Deutschland. Und der Prickelsegen macht eigentlich genau das, von Gottes überschäumender Liebe zu erzählen. Also das, was diese Brause auch tut. Ne? Also diese Brause hat man wie das Leben, das Gott einem schenkt. Jesus, der macht das Leben aufregend und prickelnd. Wie aufregend ist das, wenn man dieses Tütchen aufreißen kann? Achtung, Hörprobe. Oh, wunderbar. Und dann strömt einem schon der Orangenduft in die Nase. Oh ja, also wir haben jetzt hier den gut, Geschmack genau. Richtung Orange. Ne? So, man kann über Radio nicht riechen, ne? Noch nicht zumindest. Egal, aber unsere Wow, Zuhörende ja, wie können sich das damals. jetzt einmal vorstellen, wenn sie die Brausepulvertütchen öffnen und dann dieser leckere Geruch nach draußen strömt. Und dann natürlich, genau, es knistert und man ist aufgeregt und freut sich schon und dann natürlich darf die Brause auch in den Mund wandern, nicht erst in ein Getränk oder so, sondern gleich in den Mund, dieses Pulver. Und was passiert dann? Dann schäumt es natürlich über, genau. Und so, das machen wir jetzt hier lieber nicht, wenn Mikrofone sind teuer und so. Ja, genau, okay. nicht, dass man Uns die wird beschädigt. undeutlich. Ja. Genau, aber es schäumt über und genauso ist doch Gottes Liebe in dieser Welt, überschäumend. Wenn der Heilige Geist weht und pustet, ist die Liebe groß und das Aufschäumende wunderbar. Ja, genau. Und warum sollte man sowas nicht nutzen? Alltägliche Beispiele, Segen im Alltag, eben auch noch alltägliche Dinge zu etwas Besonderem werden zu lassen. Ich lieb's. Ich finde, was du jetzt eben angesprochen hast mit dem Gottes überschäumender Liebe und man wird es dann so, das wird so sichtbar und fühlbar dadurch. Und ich finde, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der zum Segen dazugehört, dass da immer auch so ein Danke mitschwingt. Ne? Also von demjenigen, der gesegnet wird, von derjenigen ein Danke, dass es das geben kann. Danke, dass es diese Schöpfung gibt. Danke, dass es mich gibt in dieser Schöpfung. Danke, dass es so sein kann. Sonst ist so ein bisschen die Gefahr, dass Segen so ein bisschen vielleicht magisch missverstanden wird. Ne? Also das gibt es schon auch. Das Segen ist jetzt keine Garantie dafür, dass es immer ein beschütztes und ein behütetes Leben ist, was ohne Krankheit und ohne schwere Zeiten auskommt. Ganz klar, ja. Und ich glaube, das muss man schon auch deutlich machen. Ne? Segen ist ein Versprechen, dass diese Liebe, diese überschäumende Liebe mit dabei ist in all dem, was passiert. Ja? Aber es ist eben kein magisches Ritual, was irgendwie jetzt irgendwas herbeiruft oder was irgendwie was verzaubert und anders macht. Ne? So.
Genau. Ich habe da ein schönes Bild im Kopf. Ne? Man kennt doch also diese normalen Aquarellkasten, das jedes Kind irgendwie in der Schule benötigt. Ja? Also das ist jetzt ein Bild, das hat auch seine Grenzen. Aber es sind natürlich alle Farben drin, ne? Von weiß, der Deckfarbe, bis schwarz, so. Die Fülle des Lebens, also da ist alles dabei. Kunterbunt, was es da so gibt. Die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen. Aber es ist irgendwie gehalten, getragen von diesem Kasten, in dem die Farben eingeklickt sind. Ja, genau. Also, ne, das hat auch seine Grenzen, dieses Bild, aber irgendwie so als vereinfachte Darstellung gerade zu sagen, genau, es gibt dieses Leben, dieses Hoch und Runter und trotzdem ist da ein Gott, der da ist, der hält, der trägt und nicht von der Seite geht. Ja, und spannend finde ich ja, man hört immer wieder in der Theologie dann von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das ist eine Verschleuderung des Segens, wenn man damit so offensiv umgeht und irgendwie so Brausesegen oder Segen am Rhein oder Trauffest oder welches kreative Format auch immer man sich da einfallen lassen mag. Eine Verschleuderung des Segens, eine Verballhornung, eine Nicht-Ernstnehmung des Segens Gottes und also das kann ich einfach nicht verstehen. Ne? Also wenn sich da Menschen begegnen und jemand einen Segen zugesprochen bekommt und ich kann jetzt noch mal kurz vom Trauffest erzählen, wenn da wirklich alle Beteiligten samt dem, der segnet, irgendwie da steht mit Tränen in den Augen, weil da so viel passiert in dem Moment. Ne? Und Genau, auch diejenigen, die da passiert gesegnet was, werden, da fängt eine Seite von der Seele an zu schwingen, die mal frei sein kann. Und da passiert einfach Segen. Und ich finde, also was gibt Schöneres, als damit verschwenderisch umzugehen? Wenn Kirche noch was zu bieten hat, dann ist es doch sowas. Ja. Das hast du jetzt richtig schön gesagt. Also das habe ich auch schon erlebt. Da stehen die ganz ergriffen, egal ob jetzt Erwachsene oder Kinder, dieser Moment ist dann wirklich was Besonderes auch für die, ne? Ja. Wo dann die ergriffen sind, wo vielleicht Tränen in die Augen schießen, wie du gerade das gesagt hast. Also das ist schon, ist schon ein Pfund. So Ja, ein auf Segen. jeden Fall, ja. Es gibt ja aber auch verschiedene Formen von Segen, ne? Zum Beispiel ein Reisesegen oder so. Ist der dann anders als so ein Segen bei einer Trauung? Und es gibt ja auch noch die Aussegnung, die dann quasi als letzter Segen auf dem Weg in eine andere Welt, sage ich jetzt mal, den Menschen oder die Seele begleitet. Es gibt keinen anderen Segen. Ich glaube schon, dass das ja eigentlich genau der gleiche ist. Natürlich die Situation und der Anlass ist ganz anders. Ob man jetzt ein Reisesegen oder ein Schulsegen kann man morgens dem Kind auf dem Schulweg mitgeben oder was auch immer. Oder natürlich eine Aussegnung am offenen Grab oder sowas. Ja, das ist eine ganz andere Situation, aber letztlich ist es immer das Gleiche. Um das Bild vom Farbkasten nochmal aufzugreifen, egal wie die Farbe des Lebens gerade ist, ob die eher in den düsteren Farben gemalt ist oder in den frohen Farben, da ist eine Grundstruktur, die hält und die sagt, hier bist du gut aufgehoben und in diesem Rahmen kannst du gut sein und kannst du gut leben und da kannst du dein Leben drin entfalten. Ich glaube, das ist wirklich das Gleiche am Segen, ne? Aber weil du gerade Aussegnung gesagt hast, da bin ich immer ein bisschen neidisch auf die katholischen Kollegen und die katholischen Geschwister. Also die haben sich ja diesen Schatz ein bisschen mehr bewahrt, ne? Dass man sagt, okay, es gibt auch natürlich mehr Sakramente, aber auch so dieses Sinnliche Allgemeine, alles das, was eben nicht mit Worten zu fassen ist. Klar, wir Protestanten, wir Evangelische sind die Kirche des Wortes und das ist auch gut so. Ne? Gott äußert sich in seinem Wort und wir haben das in der Heiligen Schrift erhalten und sowas. Das ist alles total wichtig. Aber es gibt dann einfach noch mehr Dimensionen zwischen Himmel und Erde. Das Weihwasser in der katholischen Kirche, der Weihrauch, der ganz andere Sinne irgendwie anspricht und natürlich auch diese körperlichen Gesten beim Segnen, die Handauflegung, den Rücken stärken, bei einer Aussegnung ein Öl, ein Salböl tatsächlich, hat alles viel mit Segen zu tun und ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, die sich Gott offen lässt, um irgendwie da zu zeigen, Mensch Gott, guck mal, da ist überall diese überschäumende Liebe drin und darin kannst du leben. Also vielleicht auch ein Schatz, in dem man ein bisschen was noch, Jasmin hat sogar dabei hier ihr Salbölfläschchen, wunderbar. Sogar mit Orangenduft. Mit Orangenduft sogar, also auch die evangelische Kirche ist tatsächlich noch lernfähig. Das macht mir doch auch Hoffnung für die Zukunft. Es gibt nicht nur Orangengeschmack bei der Brause, nein, es gibt auch noch Orangenöl. Aber das ist dann ja quasi eine Salbung, oder? Ein Segen mit Öl, ist es dann eine Salbung? Ja, also es ist einfach eine Salbung ist, glaube ich, auch immer ein Segen, ne? Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Genau.
Weil ich jetzt gerade Reisesägen gesagt habe, also mir fällt natürlich dann immer so ein irischer Reisesegen ein. Ne? Da gibt es ja so ganze Bücher mit verschiedenen, das ist dann auch keine Verschwendung von Segen, wenn es da plötzlich Bücher gibt, wo dann wirklich Segen drin sind, ist eher ein Zeichen dafür, die werden ja wahrscheinlich auch gekauft, sonst würde man sie ja nicht verlegen. Und bedarf das Bedürfnis nach Segen, auch vielleicht in so einer Form, in einer Buchform oder so, ist ja scheinbar auch eine wichtige Geschichte für die Menschen. Ne? Überhaupt verbunden mit dem Thema Reisen, das ist ja ganz eindeutig. Wenn Menschen im Urlaub sind und an anderen Orten sind, dann gehen sie erstens viel öfters in Kirchens, egal ob da Gottesdienst oder nicht Gottesdienst, und da diese ganze Tourismusseelsorge, das sind ja auch alles Segensformate, die im Angebot haben. Ne? Der Segen am Strand oder in den Bergen oder sowas oder der Wandersegen. Da sind Leute viel empfänglicher, wenn sie auf Reisen sind für das Göttliche, für diese Zwischenstimmungen zwischen Himmel und Erde. Und das ist ja wunderbar, dass es da auch eben an diesen besonderen Ferienorten diese Möglichkeiten gibt und diese Angebote gibt, sich einen Reisesegen zu holen und zusprechen zu lassen. Das ist doch was Schönes. Ja. Das ist was Schönes. Und wir können doch jetzt auch noch was Schönes machen, so zum Ende unseres Podcasts. Es sind ja schon Ferien in Rheinland-Pfalz. Menschen sind im Urlaub, sind in den Ferien und vielleicht können wir ja noch quasi den Menschen einen Reisesegen über dieses Medium zukommen lassen. Auf jeden Fall, oder? Let's go. Let's go. Ich wünsche dir, dass du ganz oft in dieser Sommerzeit Momente hast, in denen du spüren kannst, dass da mehr ist zwischen Himmel und Erde als das, was du siehst. Ich wünsche dir, dass Gott dich segnet und dass er dir den Raum dafür schenkt, dass du spüren kannst, dass du in seiner Liebe leben kannst, gut leben kannst, dich entfalten kannst, so sein kannst, wie du sein möchtest. Amen. Ja, das war's wieder mit Intermezzo, dem Talk zwischen Rhein und Reben. Heute mit Jürgen Schaaf, Jasmin Schulz und Martin Groß. Das war super, dass du da warst, Martin. Das war echt super. Vielen Dank. Komm gerne wieder. Vielen Dank für deine Zeit und für alle, die diesen Segen mitnehmen wollen in den Urlaub. Nehmt ihn mit, teilt diesen Podcast doch gerne an Freunde, Familie, Bekannte, wen auch immer. Auf jeden Fall an Leute, von denen ihr denkt, die könnten einen Segen gebrauchen. Gerne teilen. Tschüss. Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben.